Herzlich willkommen an einer weiteren Emission von der Geschichte von der Raumfahrt. Heute werden wir erst Geschichte weisen von Apollo 8. Es war am Dezember 1968, wo 3 Astronauten den Mond geflogen sind. Das war bis dahin das gängigste Manöver, was NASA überhaupt sich ausgedacht hat. Die Astronauten sind natürlich von Cape Canaveral von der Startrampe 39 geflogen und sie sind 10-mal den Mond geflogen, ohne dort zu landen und ohne Mondfähr. Ich kann euch an einem Modell weisen, wie das ganze Teil ausgesehen hat. Hier haben wir einen Saturn V. Die erste Stufe die geht bis hinein. Du hast an der ersten Stufe Kerosin-Treibstoff dran, aber auch ein Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch. Die zweite Stufe, da das den Heitendeel, du hast nämlich einen Tank dran. Hier waren ab der ersten Stufe 2. Da kommen wir auf die dritte Raketenstufe, da das den ewigsten Deel hier. Und auf diesem Platz soll eigentlich Mondfähr kommen. Mondfähr wird das aber nicht fertig gehen. Das will aber noch nicht heißen, dass für drüben keine Mondfähren schon am Test geflogen sind. Doch es wurden schon ein paar Tests, die man eine Mondfähr gemacht haben, am erdnahen Orbit, auch natürlich unbemannt. An für Gefähr dann bemannt fähig zu machen, dafür war Zeit aber ein wenig knapp gehen. Es wurde sich dezidiert, einfach einen Wassertank hinein zu installieren, den ungefähr das Gewicht hat von der Mondfähr für Saturn V auszulasten. Weil das geschieht, Umflug für die Hinnen, der Frank Bormann, den es ein wenig schlecht ging, Bemol den anderen 2 auch. Es war aber für kurze Dauer, es war die sogenannten Weltraumkrankheit. Das ist so ähnlich, wie wenn man am Schiff fährt und der verdroht das Schiff nicht. Das ist eine Affäre, die vergeht aber ganz schnell. Da sind wir den Mond geflogen, es hat den viel Fotos gemacht, es hat den auch ab hellem Abend ein Gebiet aus der Bibel geschwärzt, das live überdrohen gouf, aber wo Mission Control auch zu Houston überrascht war. Den Capcom, da das der Mann, der mit den Astronauten größtenteils schwätzt, was am Orbit sind oder am Weltraum, das war kein anderen wie den Michael Collins. Hinners Jahr drop mit Apollo 11 effektiv auf den Mond geflogen. Hier selber hat aber auch nimmen den Mond im Kreis, demonstriert den Neil Armstrong und der Buzz Aldrin, die gelandet sind. Aber heute schätzt man nicht von Apollo 11, heute weisen wir die Apollo 8 Dokumentation an. Ich wünsche dir 20 spannende Minuten. Apollo 8 war eine von den gängigsten und schönsten Raumfahrtmissionen, die NASA 1968 gestartet hat. Die Astronauten waren deshalb den Frank Borman, den William oder auch Bill genannt, Anders und den James oder Jim Lovell. Das Kehr als Organisatoren fünf für die erste Kehr mit einer bemannten Crew zum Einsatz kommen. Es wollte eigentlich Mondfähr testen, aber die waren noch nicht fertig vom Grumman, dem Hersteller von hier. Aber weil in einer Zeitdruck stand, wurde sich dezidiert, mit der Apollo-Konfiguration rund um den Mond zu fliegen.
Noch nie waren Menschen bis dahin so weit geflogen. Hier Bilder vom Rollout von der Saturn V-Rakete. Der Mond, den blauen Himmel über Florida, an was lo links am Bild könnt, als bis dahin der höchsten Montagehall, die jemals gebaut ist. Sie steht doch nach Haut da. Das den WHB, der Vehicle Assembly Building. An diesem Gebäude goufen dann auch die Saturn-Raketen zusammengesetzt, später auch Space Shuttlen an noch die neue Generation von den Raketen. Hier steht Saturn gigantischen Krauler mit ihrer mobiler Startplattform. Uwe gesehen den gut Apollo-Kapsel mit ihrem Servicemodul innen drinnen, an Uwendrop der Rettungsturm, den aber am gesamten Apollo-Programm nie zum Ersatz kommt. Saturn V war rund 111 Meter hoch, ein Durchmesser von durchschnittlich 10,6 Meter, eine maximale Nutzlast von 133 Tonnen, an ein Startgewicht von 2934,8 Tonnen. Den Startschub, der war 3424 Tonnen. Die Rakete steht Krauler. Man dem sind technisch Tonnen. Gewicht 2721 Tonnen, eine Länge von 40 Meter an eine Höhe von 49 Meter. Hier hat eine Maximalgeschwindigkeit von 1,6 km an der Stunde. Es hat 2 Führerkabinen, eine 4 an eine Hand. Vom WEB bis auf den Startturm 39 sind es ca. 3,2 Kilometer. Impressionant Bilder von damals von der Saturn V-Rakete an ihrer voller Pracht. 21. Dezember 1968. Die Astronauten machen sich fertig am Suite-Up-Raum, für am Astrovan auf die Startrampe zu fahren. Den Jim Lovell, und den Frank Borman, sowie auch den Bill Anders. Das geht 30 Jahre dahin, wo bis noch kein Mensch war, und zwar das an Richtung Mond, ohne aber da zu landen. Weil aber kein Mondfirma do Bucht war, gouf ein Tank mit Wasser auf die Platz hingesetzt, wo normalerweise sollen Mondfähr kommen. Es dient als Belastung für Saturn V auszulasten. Heilo den Astrovan, wo die Astronauten noch Platz holen, den sie auf die Startrampe gefeuert wird. Dann geht es am Lift mit den Astronauten auf die Höhe vom sogenannten White Room. Dann kriegen sie geholfen vom White Room Personal an den Padleader an der Apollo-Kapsel zu klammern. An Heilo den Start an der originalen Sequenz, so wie das 1968 der Fall war. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have liftoff. Genau 9 Minuten 4:03 mitteleuropäische Zeit wird die gigantische Saturn V von der Startrampe 39A von Florida aufgehoben. Hier sehen wir die enorme Kraft von dieser Rakete. Die erste Stufe bringt Astronauten an eine Höhe von rund 62 Kilometer, wo sie durch ungefähr 2 Minuten aufgesprengt wird.
Ereignis. Dahinnen haben wir ihren Air-to-Ground-Feed präpariert. Internal power, go, Frank. Roger, power. Final 40. S1C pre-press complete, Frank. Roger, you're all good. 30 seconds. Recorders at flight speed. Nice work. 20 seconds. 20. Nice release, are you ready? Guidance flight, are you? That's good, flight. Real good. Okay. Stand by for 1 Charlie. Mark 1 Charlie. Mark 1 Charlie, Apollo 8. 1-3. Staging status booster. Go flight, Fido. Go flight, guidance. Guidance flight. Go flight. Staging status. We're go. Go for staging, Captain. Apollo 8 Houston, you are inboard out for staging, over. Inboard out, flight. Copy, inboard out, about on time, huh? Roger. How you, Econ? Looking good, flight. Steady, a little noisy. GNC, we're go, flight. That work, you get that CP back in? But checking, flight. Okay. ETO 2 minutes, flight. Okay. Hei gut zu erkennen, d'Aufsprengung von der ersten Raketenstufe von der Saturn V. Geschwindigkeit wohl bei Brandschluss 8500 Kilometer an der Stunde. Loget die zweite Stufe gezündet, an die brennt weiterhin 6 Minuten. Ihren Brandschluss ist bei ca. 185 Kilometer höchst erreicht. Die Rakete hat eine Geschwindigkeit von ca. 24.600 Kilometer an der Stunde. Am Erdorbit Ukon selber geht doch die dritte Raketenstufe gezündet. An das geht nicht aufgesprengt, bis 2,5 Stunden vergangen sind. Sie geht nach gebraucht für Manöver zu fliegen. Am Erdorbit Ukon gehen sämtliche Parameter nachher überprüft. Alles das, was zu überprüfen geht, muss 100% klappen. Durno geht Houston dann Richtung OK für den TLI, den Trans-Lunar Injection. Das ist den Aschhaus am Mond. Da fliegt Apollo 8 mit einer Geschwindigkeit von 37.500 Kilometer an der Stunde an Richtung Mond. Apollo 8 hat jetzt Houston, die hat den Go für den TLI. Dann kämen die Bilder von der Erde gewesen. Bundeslohr so berechnet, dass Apollo 8 den Mond kommt und sich durch auf eine freie Richtung an Richtung Erde bewegen kann. Dieses Manöver ist auch bei Apollo 13 genutzt worden. Wir schreiben den Datum vom 22. Dezember 1961. Kurz nach dem TLI, als die erste Fernsehüberdrohung aus der Apollo-Kapsel kam. Aber 1961 war das noch schwarz-weiß. Damals waren das Bilder Sensationen. Die sind rund um die Welt gegangen. An bald alle Televisionssender hat das Bilder auch live gebracht. As soon as we get to the good view of the Earth, we'll stop and let you look out the window at the scene we see. And just hold it steady. Apollo 8, wir haben gut Bilder. Ja, und wir haben eine gute Vue auf der Erde, sagt von den Astronauten. Wir gesehen, dass das Bilder viel verwackelt sind, aber das war damals so. Noch nie als so weit eine Fernsehüberdrohung hier kommt.
Apollo 7 hat zwar schon Live-Bilder aus der Kapsel überdrohen, mit das Gefühl war jo am Erd noen Orbit. Über dem die Astronauten sich über Kamera an Ausstellung erhalten, fliegt Traumschiff weiter in Richtung Mond. This is known as preparing lunch and doing V-23 at the same time. Hier weisen wir eine Grafik, wie die Fernsehspieler respektive Funkverbindung konnte 24 Stunden oprecht erhalten gehen. Wie wir gesehen, gibt es 3 große Bodenstationen, die Fernsehspieler konnten empfangen. Und das aber nimmer, wenn der Mond von der Erde aus sichtbar war. Es waren dort 3 große 26 Meter Parabolantennen, die nötig waren, an die über den Globus verteilt wurden. Engstung zu Goldstone am US-Staat Kalifornien, die Zweitstung zu Honeysuckle Creek an Australien, an die dritte zu Madrid an Spanien. Weil die 9 Meter Antennen waren an Westindien, Ascension und am südlichen Pazifik. Eine weiter wichtige Antenne war aber auch zu Bochum an Deutschland. Da als ufangs nimmer ein Audiosignal konnten empfangen gehen, aber ab Apollo 12 konnten da auch Bilder direkt empfangen. Wie wir auf diesen Bildern gesehen, als der Mond in der Zwischenzeit ganz nah kommt. Und für die erste Kehr an der Geschichte von der Menschheit fliehen die Astronauten den Mond. Es geht nicht schlecht gestaunt. Es gehen viele Aufnahmen gemacht mit Film, 16 mm, Video, und eine Reihe Fotosalbumen gestaunt. Zwischendurch noch Live-Fernsehspieler aufgeschickt, sodass jeder an der Mission kann teilholen. Viele Fotos wurden auch gemacht, für bei späteren Missionen zu benutzen, die an Richtung Mond kommen sind. Die Konfiguration besteht aus der Apollo-Kapsel an ihrem Servicemodul, das die Astronauten mit elektrisch an der nötigen Atemluft versorgt. Weiter Bilder gemacht und dabei entsteht auch das Bild, das bis heute zu dem Apollo gehört wie Amen am Gebirg. Für Text an Schwarz-Weiß und Dono mit dem farbischen Film. Der geht ab, über dem wird Apollo 8 den Mond umfliegt. Der Bill Anders möchte Text das Schwarz-Weiß-Bild und Dono geht ein farbischen Film angeschaut. An lo as Dateien die Foto, die normalerweise rundum Welt gingen als Demos. Apollo 8, this is Houston. We're going to need a cryo fan cycle sometime during this test. Roger. Can we wait till sunset? Roger, we can wait. Okay, I think we're... Hey, look in there, Gene, see? Apollo 8, this is... We're still well above Go ahead. Roger, we just saw Stellenwerk go by. More than you expected. Pardon? He is using, but it is not excessive. Raj. Ecam, how you doing? He was really in a hurry. Roger, picture is much improved now, getting better all the time. Roger. The terrain here is, as you can see, not well defined.
Wir schreiben das Datum vom 24. Dezember 1968. In order to come across the target area. This is Apollo Control Houston at 68 hours, 52 minutes into the flight of Apollo 8. At this time, Glenn Lunny has gone around the room taking a status check with his flight control team. We look go, we continue to stand by, and this is Apollo Control Houston. Das hellech Ovent am Mondorbit an op der Erd, dat heescht an dem Mondëmlaufbun ginnt d'Astronauten lo en Message aus und Bodenstation. Am Ufang huet Gott Himmel an Erd geschaaf. Erd wo awer wüst an Rëschen, an Deichstang, Lucht wo iwwer dem Horizont. E Gottes Geest huet iwwer dem Wasser geschwieft. Gott sot, et soll hell ginn, an et gouf hell. Gott huet vonn, dass Tellechkeet gut war. An dun huet heen Tellechkeet en et Deichtert geschiebt, an dun huet Gott d'Liicht Dach genannt, an Deichtert Nuet. Dun woret Ovent, an de Muren wo den eischten Dach. Dun huet den Herrgott Wolleken iwwer dem Wasser entstoe gelos, an dës sinn vom Wasser reflektiert ginn. Jo, so woret. Dun wo den Himmel do, dun gouwet Ovent, an Mures wo den zweeten Dach. Dun huet Gott gesot, innerhalb vom Himmel soll eng Platz sichen, fir dass et dreschend a fruchtbar gëtt. An da das et och ginn. Jo, so woret. Hin et dreschend Land genannt, an d'Wasser huet den Meer genannt. Jo, so woret. Den Herrgott huet fand, dass dat gut fand. Kru wende dich mat dese wieder op der Erd ganz schön christlich an, wir sollt alle goe gesehen gin von uns. An dobei gëtt der Mond weiter am Kreis an enger Heicht an von einem Perigeum von 110,6 Kilometer an engem Apogeum von 112,4 Kilometer. Lummecht sech awoch schon d'Apollo 8 fertig fir an die lachten an 10. Rund den Mond zu kommen. Dono gëtt den Heimweh präpariert. 80 Stunden an 51 Minuten non Start, also kurz no mitten nur op Christtag, der 25. Dezember 1968, als d'Apollo-Konfiguration eng lachte Käier hannet dem Mond verschwonnen. Dürno den Motoren gezünnt vom Service-Modul an, die bringen Traumschiff op eng frei Erdbun. Dürno as awerem eng Televisionsiwwerdrohung kom vum Rückflug fir heem. Ha gesimmet dert lo ëmmer mi no kommen. 27. Dezember 1968. Die einzig deichte, also sogenannte Nurzlandung am Apollo-Programm wurde die von Apollo 8. 6 Uhr Mures Pazifischzeit landet Apollo 8 sicher am Pazifik. Die Astronauten sind vom Bergungsschiff Yorktown abgeholt gehen, sowie auch die Apollo-Kapsel. Er gesehen mit der Apollo 8 Kapsel, die der Haut kennt zu Chicago gesehen am Museum of Science and Industry. Dauer von Apollo 8 war 6 Tage, 3 Stunden und 42 Sekunden. Lostung der Apollo 9 nicht mehr am Weh. Eieret dann hernommer Apollo 10 an voller Konfiguration Nerenkeier den Mond gegangen ass. Dürno am Juli 1969 ass jo fir die erste Keier Apollo 11 mat Menschen Mond gelandet.
Dat waret fir Apollo 8 aus dem Joar 1968, wie gesot eng ganz keng Mission, ich kann net nach enke soen Demols waren Chancen nimmen 50% op Succès ausgelöet gin. Also etwa 100% hat alles geklappt. Also ich muss sagen, all Respekt für die 3 Astronauten, die noch nie so weit von der Erde aus erwäscht waren. Da bleibt mir just erst nimmen Eddie zu sagen, an bis die nächste Kehr an der Geschichte von der Raumfahrt. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold.